Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 29. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Werder Bremen und 29. Spieltag. Das wisst ihr alle. Da beginnt die entscheidende Phase der Saison. Christoph Daum hat das damals schon gesagt. Manche nennen es die Crunch-Time, wir haben mal Kranz-Time gesagt. Und für diese entscheidende Phase haben wir uns für die PK überlegt, brauchen wir eine Umgebung, die uns wirklich richtig vertraut ist, damit wir uns voll auf diese wichtige Phase konzentrieren können. Ja, es ist, wenn man ehrlich ist, unfassbar aufregend. Wir sind gespannt wie Flitzebogen schon beim letzten Spiel. Ich hätte mal beinahe eine Butz gemacht. Es ist grausam, aber gleichzeitig unfassbar geil, denn jetzt kommen die, steht wie immer auf unseren Shirts, jetzt kommen die Big Points. Big Spirit. Oh, da ist ja kein Shirt. Die Geschichte kennt ihr. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Lieferantenpartner, was die Shirts anbelangt. Das kriegen wir bestimmt auch hin, also zum Stadion auf jeden Fall. Aber jetzt ist es noch nicht da. Ne? Gut Ding will Weile haben. Ja, völlig egal. Und weil ich das eben gar nicht gesagt habe, wo wir denn eigentlich stehen, natürlich haben das die meisten von euch erkannt. Das ist das Bütchen in Junkersdorf, das Bütchen, zu dem wir alle schon seit Jahrzehnten hinlaufen. Und hier gibt es nicht nur die Legende des Bütchens selbst, sondern mittlerweile auch eine Person, die auch zur Legende geworden ist. Ja, ne, das oder? ist nämlich unser, normalerweise heißt ja jetzt 2 Kölsch auf. Ne? Wo ist es? Das 2 Kölsch, das fehlt. Ne? Unser großer Spirit-Lieferant kommt jetzt, der Mario. Ne? Junge, Da ist er. komm raus. Sonst sitzen wir hier auf dem Trockenen. Aber Die grüßt, na, wie geht's? Alles gut? Mario, Wie geht's dir, Junge. lieber? Moin. Hi. am Bütchen sitzt niemand auf dem Trockenen. Danke sehr. 2 Kölsch. Kölsch, genau. Auf 3 Punkte gegen Werder Bremen. Prösterchen. Prost. Wieso trinkst du eigentlich nicht mit, hör mal? Ah, hör mal zu, mein Lieber. Gestern war zu wild, wenn ich ehrlich sein darf. Oh wei, oh wei. Ja, also jeder, der uns kennt, der weiß, dass wir wirklich schon seit Ewigkeiten zu diesem Bütchen laufen. Und du bist jetzt, hast du mir eben erzählt, seit 2,5 Jahren dabei. Aber tatsächlich, es kommt mir so vor, als wärst du auch schon seit Jahrzehnten hier am Start. Wie waren denn die ersten 2,5 Jahre? Erzähl mal. Boah, das war am Anfang ganz anstrengend, aber da habe ich wirklich viele Gäste kennengelernt persönlich und daraus sind wirklich gute Freundschaften entstanden. Und wir haben ja bald das 100-jährige, 1932 ist das Bütchen entstanden und das würde ich gerne mit euch feiern, wenn ihr noch hier seid. Na klar, ja. Du hast ja jetzt in den ersten 2,5 Jahren schon alle Haare verloren. Ne? Also für ein anstrengender Job, würde ich sagen. Ne? Ja. Da sind wir auf jeden Fall dabei, wenn der Rest der Haare dann auch fort ist. Liegt aber auch am FC, wenn wir ehrlich sind, oder? Ja. Was tippst du? Wie geht das Spiel aus? Ganz klares 4:1 für den FC. Ganz klar. Ja, dann muss ich sagen, dann wissen wir, wo der Frosch die Locken hat. Ne? Also nochmal wirklich die Empfehlung, der Mario macht das jetzt hier seit 2,5 Jahren. Als 35-Jähriger, als du geboren wurdest, Ja. da war ich schon an diesem Bütchen hier und habe schon vor den Spielen vorgeglüht. Das muss man sich echt mal vorstellen. Und du führst diese Tradition weiter und wirklich in einer Art und Weise, die ich ganz, ganz klasse finde. Danke. Und es ist wirklich jedem zu empfehlen, kommt vor dem Spiel hier vorbei oder auch nach dem Spiel. Ja. Ist einfach eine geile Location zum Vorglühen. Ja. Und wir lieben es alle. Und du führst uns jetzt in die Kranz-Time. Das wäre super, danke euch. Euch viel Spaß. Ich muss noch ein bisschen vorbereiten. Ja, Am mach Sonntag das. das Spiel, ne, 5:30 und Adresse Kölner Weg 0. Die kennt man, ne? Absolut. 0 ist Okay. kein Big Points. Wir brauchen auf jeden Fall 3 Points. Ne? Am Sonntag. Und da freue ich mich auch drauf. Ne? Und Big Spirit haben wir gesehen. Ne? Du warst da. Ja, also Big Spirit haben wir auf dem Platz erlebt von unserer Mannschaft, wie eigentlich immer in dieser Saison, in jedem einzelnen Spiel. Und diesmal war es aber nochmal besonders stark zu greifen und zu sehen, wie diese Mannschaft nach dem 0:2, 66. und 69. Minute, fängst du dir die beiden Tore gegen Frankfurt. Ich glaube, von 1000 Zuschauern haben 999 gesagt, das war's, da kommen wir nicht mehr zurück. Ja. Und wie die Mannschaft dann reagiert hat, also es zollt mir so unfassbar großen Respekt ab. Und dass wir alle noch das Happy End erleben durften in Frankfurt, dafür kann ich nur Danke sagen an die Mannschaft. Ihr habt es wirklich
geil gespielt, ihr hattet am Anfang auch ein bisschen Spielunglück, ihr hattet sehr gute Torchancen und es war für mich verdient und unfassbar wichtig, dass wir diesen Punkt geholt haben. Ich würde sogar sagen, mehr als das. Wer gegen so einen Champions League-Kandidaten und gegen so, die haben ja, ich muss sagen, ich fand die richtig, richtig stark. Die waren ballsicher, die haben gut miteinander gespielt. Man merkte, die wissen schon, was sie machen, die Frankfurter, ja. Und wer gegen so eine Mannschaft 2-0 zurückliegt, der wird normalerweise richtig einen auf die Mütze kriegen. Da kannst du also auch leicht 4-5-0 als Aufsteiger kannst du weggeschickt werden. Dass das nicht passiert ist alleine schon ein Wunder. Dass du dann noch ein Unentschieden holst, finde ich absolut grandios. Ne? Auch wenn man natürlich sagen kann, jetzt haben wir wieder super gespielt und doch nur einen Punkt. Wenn du aber hinguckst, wir sind so gleich auf mit anderen, die auch nur entschieden gespielt haben. Und Wolfsburg zum Beispiel haben wir 2 Punkte gut gemacht, ja, also distanziert. Am Ende des Tages, wir suchen diese 3 Mannschaften, die hinter uns sind. Und da war das Gold wert, dieser Punkt. Und eigentlich suchen wir jetzt nur noch eine Mannschaft, die hinter uns ist. Denn für mich ist seit dem Wochenende Wolfsburg nicht mehr auf Schlagdistanz. Also wir sind 6 Punkte vor Wolfsburg plus Torverhältnis. Das holen die im Leben nicht mehr auf. Von daher für mich geht es noch um den Relegationsplatz. Und wenn Wolfsburg es noch schaffen sollte, in der Liga zu bleiben, dann müssen sie auf jeden Fall St. Pauli überholen. Und das hieße für uns auch, dass wir mindestens auf dem Relegationsplatz landen. Also der direkte Abstieg ist für uns gegessen. Und alleine dafür war dieser Punkt in Frankfurt unglaublich wichtig. ich finde das sehr, sehr optimistisch, höre das aber natürlich extrem gerne. Das ist auch meine Hoffnung. Ich glaube sogar, dass wenn wir gegen Bremen gewinnen, und darauf hoffen wir alle und daran glaube ich auch fest, weil es wirklich eine beeindruckende Leistung war, dann kann auch passieren, dass wir uns total befreien, dass da endlich wieder Luft ist, ne? Dass man endlich wieder frei atmen kann und dann werden die anderen Spiele, die gewinnbar sind und vielleicht auch mal ein Überraschungsding, auch noch gewonnen oder auf jeden Fall gepunktet. Und dann hoffe ich darauf, dass wir also auch vor dem Münchenspiel schon wissen, dass wir mit dem Abstieg ja nichts zu tun haben. Ja, definitiv. Also ich bin auch sehr, sehr guter Dinge und die Fahrt nach Frankfurt, wirklich ein ganz einfacher Ritt, mit dem ICE hingefahren, dann fährt direkt die Bimmelbahn schön auf den Busparkplatz. Man hat wieder die ganzen Fanclubs getroffen, die da mit ihren Bussen gelandet sind. Da war was los, oder? Da war mega was los. Und ganz, ganz liebe Grüße möchte ich ausrichten an die Jungs vom Kölschen Mythos, die ihr 20-jähriges Jubiläum ja gefeiert haben und vor Ort Kölsch und Aperol ausgeschenkt haben. Ich habe auch ein paar Bilder mitgedreht. Kann man sich hier angucken. Aperol? Also ich habe keinen Aperol getrunken, nur Kölsch. Aber ganz viele nette Leute getroffen. Natürlich auch den Wilden Süden, den ich mit diesem Pulli hier nicht nur grüßen möchte, sondern auch noch mal darauf aufmerksam machen wollte, dass am letzten Spieltag in München die Kölsch Kulturparty stattfindet. Und ich habe gestern auch endlich meine Tickets für diese Party bestellt. Und da gibt es also jetzt auch kein Zurück mehr. Und ich habe gehört, die Räuber kommen und es gibt tolle Talks. Also auch an der Stelle, die Leute, die nach München fahren, schaut doch nachher vorbei beim Wilden Süden auf der KKP Kölsch Kulturparty. Ja, die Punkteräuber kommen, das sind dann die Kölschen. Ne? Wir sind dann zwar sowieso schon durch, aber wir holen dann nochmal 3 Punkte in München. Weil einen schöneren Abschluss der Saison können wir uns nicht wünschen. Da sind wir noch nicht ganz. Ich wollte noch mal auf den Spirit wirklich eingehen, weil die Big Points hat jeder begriffen, dass die jetzt kommen. Der Spirit ist wirklich unfassbar. Und ich habe den Eindruck, und das war ein bisschen, weil wir haben noch nicht über den neuen Trainer geredet, ja. Man konnte ja Sorge haben, dass vielleicht Kwasniok derjenige ist, der große Motivationsredner ist und dass möglicherweise der neue Trainer nicht auf die Reihe kriegt. So scheint es absolut überhaupt nicht zu sein. Denn der Spirit war großartig. Die Mannschaft hat zusammengehalten wie vorher auch. Definitiv. Also wir haben es ja auch geschrieben nach dem Frankfurt-Spiel, wer heute bzw. in diesem Spiel Wunderdinge erwartet hat. Also dem ist für mich wirklich nicht zu helfen. Denn hier steht eine Mannschaft auf dem Platz, die immer alles gibt. Und man hätte also weder erwarten dürfen, dass jetzt irgendwie da völlig befreit plötzlich jemand aufspielt. Weil das haben wir eigentlich immer schon getan. Und genauso wenig, und das war... Die Sorge hatte ich so ein kleines bisschen, dass man vielleicht unsicher wird und so ein bisschen in sich zusammenfällt. Das war auch, also das Gegenteil war der Fall. Standhaft und genauso souverän und mit
tollem Mannschaftsgeist wie die ganze Saison über schon. Haben die Jungs das gespielt und umso schwerer ist dieser Job für den Wagner, ne? Absolut. So, weil du Richtig. nimmst ja jetzt keine Mannschaft, die ganze Zeit Grütze gespielt hat, wo jetzt alle Leute sehen, ganz was Neues, sondern du übernimmst eine Mannschaft, die einfach gezeigt hat, dass sie schon zusammenhält, egal was da im Hintergrund möglicherweise gewesen ist an Missverständnis, Zerwürfnis oder was auch immer. Also da nach außen ist da jetzt nicht sofort alles sichtbar. Aber wir werden das sehen. Ich glaube schon, ich hatte das Gefühl, so ein Quäntchen anders, besser sind wir schon. Ich will das gar nicht bewerten. Also mir gefallen die Leistungen die ganze Saison über schon gut. Und ich möchte auch nicht so viel über Einzelne sprechen, weder über Trainer noch. Letzte Saison war es der Keller, wir haben über den Keller gequatscht, jetzt haben wir nur über den Trainer. Jetzt ist endlich mal wieder Ruhe. Ja. Und ich kann nur auch an jeden appellieren, lasst bitte dem René Wagner die Luft zum Atmen, auch wenn es jetzt gegen Bremen irgendwie in die falsche Richtung laufen sollte. Wir bleiben geduldig und wir bleiben auch überzeugt, dass die Mannschaft stark genug ist, um diese Klasse zu halten. Und die Kritik, dass Einzelne vielleicht auch auf Positionen gespielt haben, wo sie nicht unbedingt hingehören, die wurde ja auch ein Stück weit korrigiert. Also bestes Beispiel Kaminski auf links außen. Es ist nun mal seine beste Position. Und er hat auch super gespielt. Nicht nur wegen des Tores, sondern insgesamt ist er einfach auch ein geiler Kicker. Ja. Und dass der Junge, apropos Spirit, der fliegt raus unter der Woche mit Polen gegen Schweden in der WM-Quali in der 90. Minute und kommt am Wochenende nach Köln bzw. Frankfurt, legt so eine Leistung hin. Junge, also wirklich... und er hat doch am Anfang ein bisschen unglücklich Chancen liegen lassen und kommt dann trotzdem nochmal wieder, lässt sich nicht runterziehen davon, dass ihm nicht alles gelingt, trotz des großen Kampfgeists. Ne? Auch das ist schon wirklich irre, weil da gibt es auch Leute, die lassen dann den Kopf... Meinst du eine Ballannahme? Ja, ne? ja, Okay. und also da sind schon... auch den Konter, also wir hätten durchaus 2 Dinger mehr machen können. Ja. So ist das aber. Ne? Jetzt wollen wir nicht nachhängen, sondern wir 30 haben Sekunden, so Gladbach, wir hätten ja schon führen. Ache, also ich habe voll gejubelt, weil wir waren weit weg und für mich sah das so aus, als ob der Ball reingeht. Aber der Torwart hat ihn gehalten. Ja. Und wir hatten also so Kontersituationen, wo du sagst, okay, du gehst in Überzahl da alleine auf den Torwart zu, mehr oder minder, die musst du eigentlich ausspielen. Ja, das Fußball, ne, leider. Aber ich bin mit dem 2-2 sehr zufrieden und jetzt, ich würde mich Mario anschließen. 4-1. 4-1, ja, bin ich dabei. Ja. Oder 7-1, ne? Haben wir sie auch schon mal geschlagen. Oh ja, 7-1. 7-1 ist eine sehr gute Idee. Also Werder Bremen haben wir schon angedacht, oder auch das 4-3 damals. Ich sag nur, wer siegt, der fliegt. Ne? Ja. Oh ja. Also gegen Werder hat es schon geile Spiele gegeben. Und danach St. Pauli, übrigens, ich bin immer noch auf der Suche nach einer Pauli-Karte, also wenn jemand eine übrig hat, gerne bei mir melden. Das sind 2 unfassbar wichtige Spiele. Und wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann kann schon nächste Woche können wir fast schon den Sekt kalt stellen. Haben wir sowieso immer, ne? Ihr Lieben, wir sehen uns am Sonntag, ne? Zum wieder schon so ein Topspiel. Scheiß was drauf. Ist das Spätspiel? Ich meine 15:30, ne? Oder? Hat er nicht eben gesagt, 17, halb 6? Ah. Ne? Aber auf jeden Fall am ich meine Sonntag. schon das Spätspiel. Und vorher sind wir wieder hier am Bütchen, wie immer. Und die Vorfreude könnte wirklich nicht größer sein. Ich bin mega heiß und macht's Wenn gut. das Spiel allerdings am Abend ist und wir kommen schon um 12 Uhr hin, dann werden wir da nichts mehr sehen. Das ist auch klar. Ne? Bis dann, Leute. Ciao.